Welkom. Ik vrees dat we kunnen wat top komen, wo allemaal weer het harken doen, of dat online is of on radio. Ik vrees dat we kunnen wat van God zijn woord horen, van deel. Ik denk aan de dingen wat we hebben gezien en gelezen in de laatste paar weken. We hebben gezien waar Jezus had wat zo is met zijn jongeren taub en hij leerde aan, waar zij zijn leven, nadat dat hij gestorven wurde en van dood abwarten deed. Dan sagen wir, wat hij op een kruis ging en de tijd gedaan. We sagen, waar hij van dood abwarten deed en van der wil we zijn, waar hij zich wijzen deed te zijn jongeren. We gaan van der in Johannes Kapitel 20, 19 anfangen aan 30 bis 21, de 14e Vers. We zijn hier dat voor vele van de jongeren, die voelen zich enorm verloren, ze voelen zich enorm uitgelaten, ze vreden zich, wird ze hadden gehoord dat Jezus van dood abgewagt werd. We zijn ook dat Jezus, die had zich zelfs openbaard met zijn jongeren, maar dat is niet dat hij tijd eeuwig met hen weer. En ze sammeln zich taub, wenn zij nog niet ganz duidelijk weer en nog niet ganz sicher weer wat zij next willen doen. En zo fangen we aan in Johannes Kapitel 20, de 19e Vers. Hier zijn we dat zij komen taub en zij vangen aan de stad. En dan een eerste dag, en die werkt zo over, als de jongeren taub werden en uitvaart voor de Juden en die deren toegesloten hadden. Zodat we nadat dat Jezus op een kruis gestorven weer, en ze hadden zich taub gesammelt. Viele von diesen wissen dat vielleicht noch nicht, dass Jesus von dort abgewagt hat. Sie waren taub und sie haben sich taub gesammelt uit Furcht für die Juden. Und wir sehen hier, dass Jesus Christus, was er sein deed, er hat gesagt, Jesus Christus seht dass sie würden sich verstehen lassen, sie würden uit Angst, würden mautlos werden, und so wie das hier auch. Und dann sehen wir in der nächsten Part von 19, sagt es steht. Und dann kam Jesus, stund Mank an und seht, Fried mit Jünd. Das ist Gott seine Antwort für Angst. Das ist Gott seine Antwort, wenn wir uns nicht ganz deutlich sehen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, an was wir sehen und was Gott in uns tut. Gott will uns Fried geben. Was ist Fried? In Englisch sagen wir Peace. Fried ist, wenn wir in unser Seil, dass du nicht mehr tauben wird, dass wir uns sicher können sein, dass wir uns nicht mehr ängsten dürfen. So hier sehen wir, dass Jesus keimen seine Macht. Und das ist noch ein Wunder. Wir sehen hier, dass die deren, die wir in Tau schloten, die wir kennen, dass Jesus kann den Herrn bietet dort ein Wunder deed und dann sagt er, dann stund er in ihre Mad. Das ist nicht, dass er nähern keimen, so zu sein, ein großer Wunder deed, aber die fangen bis uit, dass wirklich er wird, und er kam mit dem ut. Und wenn die Jünger am sagen, dann engten sich. Aber Jesus braucht Frieden. Wir zijn dat als wer Jesus ist und das wat hij deed met zijn jünger. Dan 20. Vers zijn we wieder, als hij dit gesagt hat, weiß hij er hang en in seine ziet. Dan werden de jünger Frau, dat zij den Herrn sagen. Sie werden Angst, wenn sie wissen, ich krieg, wie das wirklich Jesus. Aber wenn Jesus erwiesen hat, dass er nur hat, ob seine Hänge und ob seine sieht, dann wissen sie, dass er wir. Und dann sagt er, dass die Jünger, die Felsen und sagen, dass wir arm. Und dann in 21. Vers sagt er wieder, Jesus sagt noch einmal, Fried mit Jünd. So als der Vater mir geschickt hat, so schick ich Jünd. Als er das gesagt hat, püst er sein oben ewig an und seht, nehmt den Heiligen Geist. Wir sehen hier dort den Heiligen Geist, dort als Port von Pfingsten, als taubgebunden mit dort. Aber der Fried, was er bringen wird, hat er von dem Vater.
En de Vader schickt Jesus Christus, om de Welt raden, de Evangelium uit te leiden. En zo zijn we ook uitgeschickt. En hier fängt Jesus an, und de Jünger te zijn, krijg van Anfang, van de eerste Mal aan die we jenen deden, nadat dat hij van dort abwarten deed, en mission wat hij zijn Jünger geven deed. En dat is, we zijn uitgeschickt, om de Goede Nachricht van Jesus Christus uitdelen. En we zullen niet bis uit aan de ene kracht gaan, de Heilige Geest is met ons. En God heeft ons den Heiligen Geest gegeven, zodat we de arbeid kunnen doen. Wat is deze Goede Nachricht? En wat is deze Evangelium, wat ons wordt gegeven en ons wordt uitgeschickt, om anderen zijn? Jezus heeft ons een zeer klare Evangelium in Lukas Kapitel 24, 45 bis 48. Hier sagt Jesus das. Dan mögt hij dort Verständnis ob, dort sei die Schrift verstanden. Und er sagte an, so steht geschrieben, dass Christus leiden wird, und am dritten Tag von Tod abstoßen, und dort in sein Namen von Umkehren und von Sündenvergebung gepredigt worden, so manch viele Völker. Die sind in Jerusalem damit angefangen und mit jenen Zeichnissen durch Hänger stonden. Jesus starb, dass Jesus leiden wird. Jesus ist von Tod abgewacht, am dritten Tag von Tod abgestoßen. Und dann in der 47. Vers in Lukas hier sagt es, und in den Namen, das ist, wo wir diese Radung fingen. Und wir sind gerade durch, dass Jesus unsere Sünden vergeben wird. Und was ist unser Abgabe? Wir sollen umkehren. Wir sollen uns glauben in Jesus sagen. Drehen von, wo wir hingehen, den drehen zu Jesus, dass wir dort annehmen, für was er für uns hat. Und wir sollen beweisen, wo Jesus uns geändert hat. Nach dem 4. Vers sagt er, mit jenen Zeichnissen durch Hänger stunden. Jesus, dort, was er getan hat, und dort, was er sicher merken wird, durch seine Auferstehung, ja, für uns, dort hat er uns ändern wird, dort uns ein neues Leben geben wird, und wir sollen ein Zeichnis haben. Wenn ich fährt hier und da, und wir haben, aus einer Tag habe ich Tofas, 1 oder 2 Monate Jahr, und wir hören dann Zeichnissen von, wo Jesus Christus in der Person geändert hat. Und wir stehen hänger an ihren Verändernis. Wir stehen hänger an ihren Zeichnis. Und Gott wird jeder eine von unseren Zeichnissen brücken, um sich offenbaren nach anderen. Dann wieder in 23, wir sind zurück in Johannes Kapitel 20, 23 sagt er, wann je wem die Sünden vergeben, dem sind die vergeben. Und wem je die nicht vergeben, dem sind die nicht vergeben. So diese Verse ist noch schwer zu verstehen. Wenn die Jünger ausgeschickt werden, um dieses Evangelium predigen von Vergebung, dort sagt hier, dort sei die Gewalt haben, die Autorität, um Sünden vergeben. Was meint Jesus mit dieser Verse? Ich glaube, der beste Weg, um das zu verstehen, ist, wenn wir in 2. Korinther Kapitel 5, der 20. Vers lesen. Dort sagt es dort, deswegen sind je nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst durch unseren anreden wird. So prache wie in Christus seine steht, lot mit Gott verseinen. So wenn wir sein, die erst die Sünden vergibt, wir sein auch nicht, weil wir die Kraft haben, die Sünden vergeben. Wir tun keinem die Sünden vergeben, uit ons zelfs. Wir zijn bis dort, was Jesus deed en dort, was hij versprochen hat. Zum Beispiel, wenn eine Person sich hingeben deed zu Christus und Christus für Vergebung fragen deed, wie sein die Person erst vergeben. Nicht, weil es wir vergeben tun, aber weil es die Bibel sagt, dass alle die wir an den Namen von Jesus Christus anrufen, die worden vergeben worden.
En zo is het onder ziet ook. We zijn alle die weer niet aan Jezus Christus roepen doen, die weer niet vergeving vinden doen in Christus, ze zijn ook niet vergeeft. En zo we gaan niet aan die ene vergelden, we gaan niet aan die ene vergeven, wat we uitgeven doen. We reden aan God zijn hoven. Niet uit onze ene autoriteit, bloß dort, wat God al gezegd heeft. Maar dat is dan zeer interessant, we zijn hier als een jonger man, deze Herrmenschen, wat nog een twijfel weer. En ik geloof, deze Versen zijn een zeer grote troost voor ons. 24 vers zei we dat Thomas, de wingling, einer van de 12, weer niet bij aan, als Jezus kwam. Als de andere Jünger am zeiden, dat zij den Herrn gezien hadden. Zij zeiden, wie had den Herrn gezien? Aber Thomas wie nicht mit den Jüngern das erste Mal, was Jesus seine Jünger wiesen hat. So wo wir hei. Hij kon het niet geloven dat Jesus Christus wahrlich von dort abgestoßen war. Hij hat het niet met zijn Uhren gezien. En hij wil prüfen dat het zo wie Praxis hij das Ohren dort sein deuten. Und wir sind fertig, der Thomas, der ist einer, der zweifeln deut. Hij ist so einer, wer nicht in Glauben hat. Aber ich glaube, wir sollen vielleicht ein bisschen gnädig sein mit Thomas, wegen wir fingen uns fertig, krank wo Thomas wir. Aber dann eine Werk Lothar, dann wird Thomas mit ern. En vielleicht had hij al van de werk denken dat hij waar met de Jünger wil zijn en dat hij een hoopning kreeg met deze onder Jünger taub zijn. Dan de tweede poort van 25 zegt het zo dit. Dan zegt hij, ik word dat niet geloven, maar ik den Nählen steden in zijn hang zij en mijn vingers door nern lei. En mijn hand in zijn zied lei. Hier zei we dat Thomas een twijfel had. We merken dat we het niet zo steht. We horen wat God aan andere mensen deed. We horen wat andere zijn van Jezus. Maar we nemen dat niet voor onszelf aan. Wegen we feiern dat we maar dat eerst persoonlijk beleven. En er zijn viele dingen geschreven over deze versen. Viele geven Thomas de schuld, wegen hij heeft geen geloven. Andere, en ik ben een van die, geloof ik dat Thomas, die wir zijn herinneren, de woord heeft. En hij wil niet aannemen wat niet de woord heeft weer. En dat is waarom hij wacht, wat Jezus zich zelfs persoonlijk openbaren deed te hem. En hij wil zeker zijn dat hij de rechte weer. Maar dan 26 vers zei wie es steht. Am achten Tag werden die Jünger waren banen en Thomas weer ook door. Dan kwam Jezus, als ze deren touw gesloten werden, en stond merken aan en zeid, vrede met junt. So wir eine Werk Lothar wieder war da krank so. Sie waren da taub und die deren waren taub geschloten. Und Jesus das war ein Wunder und er kam und stand in der Merd. Dann sieht er war da krank eine Werkträg Fried mit Jünd. In 27 sagt er dann wieder. Dann seht er zu Thomas, regt einmal deine Finger her und checkt nur meine Hänge. Und regt deine Hand her en lei die in mijn zied. En jaf die nicht dem Anglauben han, aber gleich. Hier sei wie Jesus Christus seine Hort, für die wir noch in Twijfel sind, für die wir noch nicht glauben kann. Jesus Christus bewies sich, der sich selbst offenbaren zu Thomas. Vielleicht hat Thomas wollt, Jesus Christus vingen, aber hij wil nog niet door wo hij am Segen deed. En ik wil te zonen van de reden wat zich vielleicht so in de kracht zijn zelfs steht vingen is Thomas. Die haben von Jesus Christus gehoord. Aber jint is het ook niet ganz deutlich, wat het alle toepassen kan. Ik wil Ihnen von dem auch merken, dass Jesus Christus
wel gaan dat du am persoonlijk beginnen des. En ik weet niet wat nemen, dat du ook was kan, den ganzen hart handgeven, aber wenn du das Thomas bist die eine Person, wer einmal hij dat deutlich hat, oder sei dat deutlich hat, dass Jesus Christus wirklich der Rade ist, die wollen einen Glauben haben, was stark ist, was nicht je leicht nicht zu merken. Und dort ist krank, was Thomas seine Antwort wird. Dort ist, wo Thomas Jesus Christus annehmen dein. Wir sind in 28. Vers, das steht, und das ist, was Thomas sagt. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Herrn und mein Gott. Mein Herrn und mein Gott. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, wo wir würden können sein. Das ist, wo wir sollen Gott ehren für dort, was er uns wiesen wird. Wenn wir denken an unsere Radung, wenn wir denken an, wo wir die Evangelium verstehen, wo wir checken fairer Weg zu der Ewigkeit und wir sein, was wir in Christus haben. Jo, da sind vielleicht noch Frauen, da sind vielleicht noch Dinge, was wir noch nicht ganz kennen und weiten. Aber ein Ding weit wie, dass Jesus Christus erst wirklich wer er sagt, ist. Und du bleibst nicht ewig bitter als Anbetung. Und das ist, was Thomas hier deed. Thomas deed ans Herrn anbeten. Und dann sind das ist Vers 29. Und hier redet Jesus von uns, von dir in 2024. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst nu, willst du mir sein in Hass. Seilig sind die nicht seinen und doch glauben. Seilig, in anderen Worten zu sagen, ihr sind die nicht seinen und doch glauben. Lieber Freund von dir, wenn du glauben darfst, wenn du deine Vertrauen in Jesus gestellt hast, du bist einer von denen, wer Jesus zu sein wird, selig oder gesandt oder schafft dich als die nicht am Geseinen haft, aber doch glauben wird. Unseren Glauben in Jesus Christus, in seiner Rettung, als angenommen und gesandt, das gefällt Christus, dass wir am annehmen dann. So, wenn wir an diese Versen denken dann, das ist von Kapitel 20. Hier sind ein paar Dinge, die wichtig sind für uns. Erstlich, wenn wir uns finden dann in der Stadt, wo wir unsicher sind, wenn wir noch in Zweifel sind, wer wir wachen, wer wir dort annehmen, wenn Jesus diese Werte uns sein wird, Angst nicht, Frieden mit. Jesus Christus ist gekommen, um uns Frieden zu geben. Dort wir Frieden hart können haben, dort wir nicht in Sorgen leben dürfen, dort wir nicht in Furcht leben dürfen, und dort wir in der Gewalt leben dürfen, was Jesus Christus uns geben wird. Und einer sieht es, dort, wann wir auch in Zweifel sind, das ist Thomas wir. Jesus Christus will sich offenbaren zu uns. Wenn wir in dieser Zeit von Zweifel sind, dann ist es wichtig, dass wir den Unterschied weiten zwischen Unglauben und Zweifel. In Englisch würde wir sagen, Doubt and Unbelief. Wenn wir in Zweifel sind, dort ist, wenn wir uns nicht ganz deutlich sind. Wir würden bleiben, wir werden bleiben, aber wir haben noch nicht genug, dass wir den Entscheidung können merken, dass wir uns vertrauen wollen, sagen und dort, was Gott sagt. Dort ist Zweifel. Unglauben ist, wenn wir alles klar, wir sind ganz klar an alles, was die Bibel lernt wird. Wir wissen, was wir sollen tun. Wir wissen, dass das Wort ist. Und dann, wir merken eine Entscheidung, kann das auf sein. Das ist Unglauben. Gott seine Gnade ist reit verbet. Aber die, wir noch in Zweifel sind, ich will nicht mal merken, sehe wieder für Gott. Er wird sich offenbaren zu dir. Er wird sich beweisen, dass die den ganzen Vertrauen und Glauben am Saten. Aber wenn wir Menschen sind von Unglauben, dort fehlt dort wie Buße down, Umkehren down, und dort wir dort annehmen down, dort was Jesus für uns hat. Der nächste Punkt sei wir dann, wo Jesus seine Jünger wieder mehr beginnen. Und hier lesen wir in Johannes Kapitel 21, 1, der bis 19. Wir sind dort diese Jünger,
de gingen terug naar de arbeid. Eerste vers, maar de derde vers zegt es dit. Nachher leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn Jünger zijn, zij Tiberius. En dit is waar hij dat deed. Du waren Simon Petrus, Thomas, de Zwingling, Nathanael van Cana en Galilea, Zebedeus, zijn zoon, en nog 2 andere Jünger. Simon Petrus zei te aan, ik go fischen. Zij zeiden te hem, dan komen we ook met. Zij gingen vooruit, stieren in de lam en fuhren los. Zo dat de nacht kwam, zij nisch. Aber de nacht kriegen zij nisch. We zijn dort Petrus. We zijn dort Petrus, hat een grote Fehler gemerkt, hat Jesus aufgesagt, hat dort gelernt, dat hij Jesus Christus kennen. En nu valt zich zo en hij sagt dat vielleicht so aan, dat ik heb zo'n grote Fehler gemerkt, du blijft niet even voor mij, bitte, dat ik fashion voor. Dingen moeten teruggaan te normaal. En Jesus Christus, zij wissen, zij hadden hem gezien, aber zij dachten zu sich selbst, nu dat Jesus gestorben is, waar van dood opgestorven is, wie weet niet graag wat het nächste is, aber wie willen aan zeggen zijn wat het de toekomst brengen wordt, so wie willen terug naar de arbeid voeren. En zo is het werk met ons. Ons is het vielleicht een ontwagen te zijn wat God schaffen wordt, wat hij deed en wat hij doen wil. En laat ons dat we langer wachen doen, wanneer we langer aanhoudend zijn. We gaan terug tot dat wat we kennen. Vielleicht hebben we God in een grote, wunderbare weg beleefd. God heeft ons een ervaring gegeven. En we hadden een nieuw leven in hem. We hadden een frische ziel om Jezus Christus nu volgen. En maar de tijd schaut dat uit. En we willen teruggaan tot dat wat we eerst waren. En dat is wat deze Jünger ook deden. Aber wir zijn dan Jezus kamp nog aan. In 4. bij de 6. vers zegt het zo dit. Tidig maar stond Jezus aan de Waterkant. Aber de Jünger wisten niet dat dat Jezus was. Jezus zei te hen, Kinder, habt ihr nichts te eten? Zij zeiden, nee. Hij zei te hen, schmied jullie nat aan de rechte zijde van de lam ruut. Dat dan je wat krijgen. Zij smijten dat uit en dan hadden zij zoveel vers dat zij niet uit krijgen. Het is interessant dat hij aan Waterkant stond en zij konden hem niet, zij kenden hem niet, zij wisten niet dat het Jezus was. Zij hadden groot Jezus gezien, vielleicht een paar werk terug, of een paar deel terug, we weten niet graag wanneer dat was. Aber zij hadden gewählt, zij wilden teruggaan tot dat wat normaal was. Aber Jezus kwam te aan. En hij zei, zij zullen, wenn zij niet vers krijgen, zij zullen er net onder sie lam schmieden. Wanneer je een soort van versen kan, die worden weten dat buiten een wunder, dat houdt niet aan. Wenn je aan einer ziet, keine Vers haben am Laum, dann Laum ist mal so klein, na onder ziet Laum worden keine Vers sein. Dit deed Jezus bus van de proef en dat hij kon een wunder doen. Zij moesten uitgeloven en vertrouwen dat wat Jezus zei, dat net aan de onder ziet, zodat zij kon wijzen dat zij een geloven hadden. En met dat deed Jezus een wunder en zij kregen meer vers, als wat zij wisten met wat te doen. Zij konden de vers niet meer in de lam krijgen. Dan 7 bij 8, zei wie ze staat. Dan zei de Jünger, den Jezus goud weer, te Petrus, dat is de Herrn. En zo dat is Johannes wat zei te Petrus, dat is de Herrn. En Simon Petrus hield, dat het de Herr weer, trok zich de kleider Eva, wils hij weer naaktig.
En smijt zich in boot aan. De andere jongen kwamen met de lamhinger aan en slapen dat nacht vol vers. Zij werden zo bij 100 meter van land. Het is interessant hoe Petrus zo ivrig was, om Jezus te beginnen. Krijg zo ivrig dat als hij weer om teruggaan naar zijn eerste leven wat hij had, wie hij krijgt zo ivrig om teruggaan tot Jezus beginnen. Hij moest zich eerst aantrekken. En hier zijn we wie Petrus is. Hij is een persoon die dat eerst staat en dan denkt hij wat hij wil doen. En zo zijn we hier ook. Vielleicht zijn we een persoon. En dan zijn we die ordningen die komen ook. Maar dan, 9 tot 14 zijn we wo Jezus uit met zijn jingen taub. Als zij dat land stieren, zagen de vers op kolenvier en ook brood. Jezus zei te hen, brengt ook nog van de vers. En zij groot versen hebben, dat je groot geverst hebben. Simon Petrus steeg neer en slaapt dat net met 153 grote vers aan land. En met alle de vers toebanen rijdt dat net nog 2. Jezus zei te hen, nach komp Frühstück eten. Keiner van de jingen wil zich tam vreuen wer hij weer. Zij wissen dat het de haar weer. Jezus kwam, neemt dat brood en geeft dat en groot zo ook de vers. Dit weer nu dat derde maal dat Jezus zich zijn jingen openbaart. En dem dat hij van dood opgestonden weer. Zij durven niet zich ramvreuen wer dat weer. Zij kunnen klaar zijn dat dit Jezus weer. Zij kenden hem, wegen hij deed wat hij gewoon niet deed. Hij broek dat brood, krijgt als hij dat laatste overmaal deed. Hij broek dat brood, krijgt als hij dat de nächste maal deed met de 2 jingen op een berg. Dat lezen we in, ik geloof als Lucas. En dit is het derde maal wat hij zich openbaren deed. Dus het eerste maal weer bij den graf. En aan de derde die weer een touw gemaakt. Het eerste maal krijgt hem de eerste Oosteren zondag en dan een week weer het tweede maal. En nu is het derde maal, waar Jezus Christus zich openbaren deed. De vraag wat ik voor ons van deel heb is, wanneer we zijn waar de jingen wissen krijg wer hij weer, zij durven niet meer vreuen of dat Jezus Christus weer. Kan wie Christus ook zo goed? Kan wie Christus zo goed dat wanneer wie Christus zijn doen, dat we weten krijg wer hij is en we nemen hem aan. Maar ik wil van deel sluiten met versen in kapitel 20, 30 en 31. En hier schrijft Johannes zeer klaar waarom hij dat boek geschreven heeft. En hij deed ons krijgen om dat geloven en dat eeuwig leven hebben in Jezus Christus. Dat zegt ze dat. Jezus deed nog vele andere tekenen voor zijn jingen, die niet in diesem boek geschreven zijn. Deze aber zijn geschreven, dat je geloven kan, dat Jezus, de Christus, God zijn Zoon is. En dat je door den geloven in zijn namen dat leven hebben. So we komen mes bij een eind. We hadden nog een boodschap van deze series. Maar we gaan veel gezien. Wat Jezus deed, wat hij leerde. En dat zegt hier dat Jezus deed nog veel meer dingen als wat hier in dit boek geschreven zijn. Jezus weer met zijn jingen voor meestal jaar. Hij heeft vele wunder gedaan en dat wat hij leerde deed, niet alles is doorgeschreven. Maar dat wat geschreven is, dat heeft God door zijn profeten, door zijn apostelen, heeft hij doorgeschreven voor ons, zodat we alles hebben, dat we geloven kunnen. En wat zal we geloven?
dat Jezus de Christus is. Dat Jezus Christus Gott zijn Seen is. En onderweg te zijn dat Jezus Christus de eeuwige God is, wat ter wereld kwam. En dat we durch den Glauben in zijn Namen dat Leben haben. Wir haben viele Fragen von was Jesus deed en wat hij leren deed. En we wonderen wat deed Jezus hier? Wat feilen die mensen wanneer hij dit zijn deed? En wat passiert in de deel wat er niet van geschreven is? Er wird nog veel meer wat passieren deed. Aber we kunnen ons sicher zijn. Dort wat we sollen weten, dort wat we moeten weten, dort we seilig kan zijn en Jesus Christus persoonlijk kennen, dort kunnen we lezen, hören von der Bibel. En durch dort wat we hören, kunnen we entscheidend om geloven. En dort is wat Gott ons te roepen deed. En in dit geloven kunnen we ons sicher zijn dat we dat eeuwig Leben haben. So von der, und wieder ist die Versen lesen dann. Das ist die letzte Versen, wie sein, wo Jesus sich offenbaren deuten. Hast du ein klares Verständnis von wer Jesus ist? Wenn Jesus Christus sich offenbaren der zu dir, hast du den Glauben, dass du was Jesus annehmen für wer er ist? Vielleicht fängst du dich in Städten, Titen, ein Leben, wo du in Angst bist und in Furcht bist für die Zukunft von was immer die angehen ist. Jesus sagt von dir zu dir, Fried mit dir. Fried mit Jünd. Und wenn du in Zweifel leben bist, wenn du noch nicht ganz sicher bist, diese wird sind geschrieben für dich. Alle die, die an Christus glauben, vertrauen, die können dort sicher sein, dass sie dort ewig Leben haben. Dort ist durch dort Gottes Wort, wodurch wie Jesus Christus bejahen, persönlich bejahen, dort er sich wiesen der für wer er ist, den ewigen Gott, uns Rader, uns Herrn und unseren Heiland. Werden wir noch taub beten. Jesus Christus, Dankeschön. Für das Gott nodig von dir, wenn du manche Jünger stehen, dass du siehst, Herr, fürcht dich nicht, Fried mit Jünd. Und Jesus Christus von dir, ich weiß, es sind viele Menschen, die hier und da, sie sind vielleicht ohne Fried. Sie haben vielleicht bloß Furcht. Ich bete Gott, dass du was durch den Heiligen Geist uns helfen denken, dass wir Gewinner sind. Dass wir in Christus sicher sind. Und Gott, ich bete von dir, für so eine, wir in Zweifel sind, wo sie nicht sicher sind, wo sie mit dir stehen dann. Ich bete, dass sie wollen können sein, dass sie wollen dort beleben können, wer du bist. Und dass sie wollen nicht Menschen sein von Unglauben, aber von Glauben, von Vertrauen. Und dass sie dort ewig leben können, haben in Jesus Christus. Und so bete wie Gott auch für uns. Wir geben uns haben, dass du was uns brücken, um diese Evangelium verspreiten. So dass Jesus hier lernen wird, der Heilige Geist wird uns gegeben, dass wir das können wiederbringen zu anderen, dass sie das auch können haben, dort was wir haben, dort ewig leben in Jesus Christus. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.